Swiss German Storytime mit dem Thomas. Warum gibt's eigentlich der, die und das? Warum hat Deutsch eigentlich 3 Artikel? Wieso sagen wir der Tisch, die Tür und das Fenster, auch wenn keins von dieser Sachen wirklich männlich, weiblich oder sachlich ist? Viele Lernende fragen sich da und auch Muttersprachler können es häufig nicht genau erklären. In dieser Episode schauen wir uns darum an, woher das System kommt und wie sich die Artikel im Hochdeutschen und später auch im Schweizerdeutschen entwickelt haben. Ganz am Anfang von sehr langer Zeit in den indogermanischen Sprachen haben die Wörter noch keine Artikel gehabt. Aber sie sind schon nach bestimmten Gruppen unterschieden worden. Wörter für zählbare Sachen, Wörter für abstrakte Sachen und Wörter für neutrale, nicht zählbare Sachen. Aus dieser Gruppe sind später die 3 sogenannten Genera, also Maskulinum, Femininum und Neutrum, entstanden. Das System ist also ursprünglich viel logischer gesehen, als es uns heutzutage vorkommt. Ein spannendes Detail ist, dass es im Mittelalter sogar Wörter gegeben hat, wo mehrere Genera hatten. Je nachdem, was sie genau bedeutet haben. Ein altes Beispiel ist das Wort Erbe. Der Erbe ist Person gesehen, die Erbe hat die Erbschaft bedeutet und das Erbe hat das abstrakte Erbgut bedeutet. Heute haben sich die Bedeutungen getrennt, aber dazumal ist da alles noch viel flexibler gesehen. Artikel, wie wir es heute kennen, hat es im Althochdeutschen noch nicht gegeben. Stattdessen hat man Demonstrativpronomen verwendet, also Wörter wie dieser, diese, dieses. Im Laufe der Zeit hat das Deutsch aber viel Wortwendungen verloren. Dem sagt man Nebensilbenabschwächung. Dadurch sind die Formen der Substantive, also von den Nomen, immer ähnlicher geworden. Und damit ist es schwieriger geworden, den Kasus und die Funktion zu erkennen. Um diese Klarheit wiederherzustellen, haben die Leute angefangen, die alten Demonstrativpronomen wieder häufiger zu brauchen. Und daraus haben sich Schritt für Schritt unsere heutigen Artikel der, die und das entwickelt. Im Mittelhochdeutschen sind Artikel dann schon ganz normal gewesen und haben zu der Grammatik dazugehört. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wieso es im Englisch nur ein Artikel gibt, nämlich the. Und da gibt es eine spannende Antwort, weil Englisch hat früher genau wie Deutsch auch 3 Genera gehabt. Aber wegen der starken Lautveränderungen zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert sind viele Endungen weggefallen und die Unterschiede zwischen den Artikeln sind verschwunden. Darum hat Englisch heute ein viel einfaches Artikelsystem, wo im Deutschen die 3 Artikel erhalten geblieben sind. Auch im Schweizerdeutschen gibt es 3 Genera. De und es. Und die funktionieren in den allermeisten Fällen genau gleich wie im Hochdeutschen. Das heisst, Wörter, die im Hochdeutschen männlich sind, sind fast immer auch im Schweizerdeutschen männlich. Gleich ist es auch für weiblich und sachlich. Der Unterschied liegt vor allem darin, dass die Artikel viel stärker verkürzt sind. Aus der wird de, aus die wird d und aus das wird es. Darum sagt man zum Beispiel der Hund für der Hund, die Frau für die Frau und das Haus für das Haus. Natürlich gibt es auch ein paar Ausnahmen. Ein typisches Beispiel ist das Wort E-Mail. In Deutschland sagt man meistens die E-Mail, in der Schweiz aber mehrheitlich das E-Mail oder eben im Dialekt Sie-Mail. Solche Unterschiede gibt es, aber insgesamt sind es selten. Die grosse Mehrheit der Nomen hat auf Schweizerdeutsch das gleiche grammatische Geschlecht wie auf Hochdeutsch. Für Menschen, die Deutsch lernen, wirkt das System sehr zufällig. Dabei gibt es durchaus ein paar Anhaltspunkte, woran man erkennen kann, was für ein Geschlecht ein Wort hat. Viele Wörter mit bestimmten Endungen haben fast immer das gleiche Geschlecht. Zum Beispiel sind Wörter auf Zion wie Situation oder Information fast immer feminin. Und Wörter auf chen, was im Schweizerdeutschen die Endung li wäre, wie das Mädchen, das Meitli oder das Brötchen, das Brötli, fast immer sachlich. Solche Muster helfen,
auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt. Spannend ist aber, dass unser Gehirn noch viel mehr unbewusste Muster bildet. Forschungen zeigen, dass Muttersprachler sogar bei erfundenen Wörtern häufig automatisch das gleiche Geschlecht wählen. Das bedeutet, wir lernen Artikel nicht nur Wort für Wort auswendig, sondern entwickeln über die Jahre feine Muster, nach denen wir intuitiv entscheiden. Und genau diese Intuition kann auch bei Lernenden entstehen. Mit der Zeit entwickelt sich auch so ein Gefühl und man fängt an zu spüren, welcher Artikel richtig tönt.